herzliches Grüß Gott hier in Linz, liebe Freunde, der Freilichen Gesinnungsgemeinschaft. Und vor allem auch ein herzliches Grüß Gott an den politischen Hoffnungsträger in Österreich, an jenen, der die Oktoberrevolution schaffen wird, in Wien, der das rot-grüne Chaos beenden wird. Ein herzliches Grüß Gott, lieber Heinz-Christian Strache, danke, dass du so nach Oberösterreich gekommen bist. Lieber Heinz, es soll auch für dich Motivation sein, in den kommenden Tagen, wenn du diese Kulisse hier siehst in Oberösterreich. Das gibt uns allen sehr viel Kraft und ich komme dann auch darauf zu sprechen, auf diesen untergründigen Wahlkampf des politischen Mitbewerbers, des politischen Einheitspreis, Rot, Schwarz, Grün und Pink. Das ist ein Einheitspreis, der abgewählt wird am Sonntag. Dieser Einheitspreis wird abgewählt und ab Sonntag muss wieder Politik für die Österreicher gemacht werden in diesem Land. Dafür steht die Freiheitliche Partei. Lieber Heinz, du weißt es gibt Politiker, die leben von der Politik und es gibt Politiker, die leben für die Politik. Du bist ein Politiker, du lebst für die Politik, für die Menschen in diesem Land. Aber das ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass wir dieses Zusammenleben in unserer Heimat entsprechend positiv gestalten. Und wir sehen uns als Vertreter der Österreicher. Es ist die höchste demokratische Pflicht eines auf die Verfassung angelobten Politikers, dass er zuerst einmal Politik für die Österreicher macht. Und das hat er vollkommen vergessen in den vergangenen Jahren. Und wenn ich an Heimat denke und dieses Heimatland, das wir heute auch noch besingen, ja, dann denke ich nicht nur an die Städte, an die Flüssen, an die Klöster, an die Seen, an unsere Berge, sondern es sind die Menschen. Für die Menschen machen wir in diesem Land Politik. Für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder, damit wir auch noch Herren bleiben im eigenen Land, damit wir nicht nur Fremden werden im eigenen Land. Und ich begrüße an dieser Stelle heute auch, man sieht an den Mikrofonen, auch die Medienvertreter. Sehr herzlich. Ich ersuche um eine objektive Berichterstattung und es ist heute für mich eine ganz besondere Freude. Wir waren in den vergangenen Wochen und Monaten und ja viele Termine gegeben, auch mit Journalisten, die sogenannten Elefantenrunden, und dann wird immer spekuliert. Ja, wie ist denn der Manfred Heimbuchner im Fernsehen? Ja, wie ist er denn bei dem Zeitungsinterview? Ja, und wie ist er denn im Viertel? Wir sind ganz normal, aber wir beherrschen auch die Sprache des Volkes. Das ist nicht der Unterschied. Wer in diesem Land würde denn im Viertel der Rede aufwachen von Feimann? Wer will sich eine Rede anhören vom Herrn Mitterlehner, vom Django? Der Django ersetzt am kommenden Sonntag, den werden wir sehen. Minus 10% Minimum bei der österreichischen Volkspartei. Liebe Freunde. Und ich sage das zu den Medienvertretern. Ja, im Viertel. Da ist jeder vielleicht ein wenig anders, weil da ist ja auch, ich sage jetzt mal, im Berufsleben anders, man wird sich auch in der Kirche anders verhalten wie im Viertel. Im Viertel spaziere ich auch gerne mit Lederhosen an, trinke mal ein Glas Bier, solange uns die Grünen nicht verbieten, weil meine Frauen muss ich verbieten und das Fleischessen muss ich auch verbieten, aber das Kippen soll dann auch sein nach grüner Vorstellung. Das ist ja immer interessant.
vielleicht, der geht nicht immer nobel zu, aber ehrlich geht zu im Viertel. Wir sagen das, was sich die Menschen denken. Liebe Freunde, ihr habt das jetzt beobachten können in den vergangenen Tagen, bei den sogenannten TV-Diskussionen und Elefantenrotten, alle gegen einen. Rot, Schwarz und Grüne, die haben ein blaues Trauma. Und dieses blaues Trauma werden wir ihnen erfüllen am kommenden Sonntag, liebe Freunde. Ja, wenn sie mich nicht hätten, wenn Rot, Schwarz und Grün mich nicht hätten, die hätten ja überhaupt kein Thema, liebe Freunde. Weil für die Leute haben sie nichts mehr. Die Roten und die Schwarzen und die Klären. Und ich sage euch, das war der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten. Aber nicht von uns, nicht von der Freiheitlichen Partei. Ich bin allen mit Respekt begegnet. Da kann man keiner etwas vorwerfen. Aber wenn man sich das ansieht, wie wir behandelt worden sind in den vergangenen Wochen, das war eine Zumutung. Und Rot, Schwarz und Grün haben keine demokratiepolitische Belastbarkeit in diesem Lande. Sie sind nicht für die Meinungsfreiheit in diesem Lande. Es war der schmutzigste Wahlkampf. Unsere Plakate wurden zerstört, wir haben einen Schaden von über 100.000 €. Die Veranstaltungen wurden gestört. Untergriffig hat die Fraktion Sozialistische Gewerkschaft gearbeitet in den Industrieunternehmen und hat Schauermärchen und Lügen verbreitet. Und für diese Lügen muss die SPÖ bestraft werden und die Hauptgewerkschafter. Das war so untergriffig, liebe Freunde. Und ich bedanke mich so ganz herzlich auch bei den freiheitlichen Arbeitnehmern, ganz explizit, die hier dagegen gehalten haben und diesen Unsinn auch aufgeklärt haben, was die roten Gewerkschafter von sich gegeben haben. Ein herzliches Dankeschön. Aber den Erfolg werden wir dem dann auch hoffentlich, und davon gehe ich auch noch am Sonntag sehen. Lügen wurden verbreitet, böse Beschimpfungen unserer Gäste bei den Veranstaltungen, angespuckt wurden wir. Man wollte den Technikwagen ruinieren für Veranstaltungen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was sich auch die freiheitlichen Funktionäre alle mitgemacht haben. Und ein herzliches Dankeschön an alle Funktionäre, ob sie Berufspolitiker sind oder die Ehrenamtlichen, ein herzliches Dankeschön. Und wir werden sehen, die Ernte werden wir am Sonntag auch entsprechend einfordern. Es ist Zeit für eine Wende in diesem Land, liebe Freunde. Man hat die Nervosität ja gesehen. Am meisten hat man gesehen bei der ersten Diskussion, der Herr Landeshauptmann, Dr. Thüringer, das war nicht Landeshauptmann-like, was er da gemacht hat. Uns zu beschimpfen, das ist nicht in Ordnung. Und der Herr Landeshauptmann löst kein einziges Problem damit, dass er immer auf die FPÖ hinhaut. Er sollte die Vorschläge der FPÖ übernehmen, dann würde etwas weitergehen in diesem Land, liebe Freunde. Das ist der Unterschied. Und dann haben wir den Unterbrecherkönig gehabt, den Herrn Anschober. Das ist ja die Grüne, die Bienenfieber. Der Herr Anschober ist überall für Limits. Er ist für Limits beim Verkehr, er ist für Limits beim Wirtschaftswachstum, er ist dafür, dass das Rauchen verboten wird, er ist gegen das Fleisch. Aber sie sind für keine Limits, was um die Völkerwanderung geht. Na, da ist jeder willkommen bei den Grünen, gell? Das ist natürlich klar, weil die Österreicher wählen die Grünen einfach nicht mehr, gell? Da schaut man sich schon um die neuen Wählerinnen und Wähler. Und ich habe übrigens so das Gefühl gehabt bei den Grünen, sie haben sehr viel Nennung. Die Grünen haben sehr viel Nennung in diesem Land. Aber sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. Und ich glaube, die Grünen müssen einmal Demokratie und Meinungsfreiheit lernen. Gell? Und ihre billigen Anbiederungsversuche bei der ÖVP. Bitte, 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 lieber Dr. Josef Bürger, bitte, bitte, nimm mich den Rudi Anschober. Die sind so peinlich, die Grünen. Was ist aus dieser Partei geworden? Das ist eine peinliche
einzige Partei. Dinge anschauen, keiner kann ins Bier selbst, glaube ich. Aber ich habe immer so das Gefühl, bei diesen Linken, bei diesen Möchtegern-Intellektuellen, bei diesen Talkshow-Intellektuellen, da habe ich so das Gefühl, wie sie auftreten, sie sind in das Fass der Wahrheit hineingefallen und alle anderen Normalsterblichen dürfen an diesem Fass manchmal ein bisschen nützen. Das ist die Meinung der Grünen, dass sie da hingefallen sind und die Wahrheit für sich gepachtet haben. So machen die Grünen in diesem Land Politik. Und beim Thema Flüchtlinge, würde man sagen, beim Thema der illegalen Einwanderung, der unkontrollierten Einwanderung und Völkerwanderung in diesem Land, da ist der ganz nervös, Herr Landeshauptmann. Weil gestern die LT1-Diskussion, die jetzt um 18 Uhr ausgestrahlt wurde, und ich habe ja immer verlangt, dass man Höchstgrenzen nochmal festlegt. Und dann hat der Herr Landeshauptmann gesagt, ja, er ist eine Höchstgrenze, wenn es um Asylwerber geht, für Oberösterreich, von 1% der Bevölkerung. Von 1% der Bevölkerung. Wir sind ein Land mit 1,4 Millionen Einwohnern. Die Obergrenze nach Thüringen wäre 14.000. Wäre 14.000. Wisst ihr, wie viele Geburten das wir haben pro Jahr? 14.000. Wir haben österreichische Geburten 14.000 und 14.000 Asylwerber möchte man aufnehmen. Liebe Freunde, das ist keine Zukunftsansage. Das ist eine Katastrophe für die Zukunft, wenn das Realität wird. Ja, das wird sich einmal vorstellen. 14.000. Ja, und glaubt nicht, das hört auf am 32. Dezember. Oder am 28. Dezember, das geht ja so weiter, weil diese Europäische Union kein einziges Problem löst, weil die Europäische Union ist das Problem in diesem Zusammenhang. Und es ist ja peinlich, was da antritt in der Europäischen Union. Da haben sie eine Mehrheit. Die Sozialdemokraten, die Christdemokraten, sie haben eine Mehrheit in Wien, sie haben eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Aber wegen dem Euro, da hat es nächste lange Sitzungen gegeben, damit man die Gläubiger Griechenland rettet, weil die Griechen hat man eh nicht gerettet. Aber was es um die Verteilung von Flüchtlingen geht, da einigt man sich nicht. Da gibt es keine Solidarität in der Europäischen Union. Und wenn der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, ein Sozialdemokrat, sagt, die Slowakei wurde errichtet für Slowaken, aber nicht für Minderheiten. Ja, das wirst du mal in Österreich einmal sagen. Na, das wirst du mal in Österreich sagen. Aber da ist er ganz nervös geworden, der Herr Landeshauptmann. Wir haben das gesagt, mit dem 1%, da hat er gesagt, nein, ich finde da irgendwie absolut und so weiter. Nein, das braucht er nicht für gern, weil 1% pro Jahr 14.000 und dann wird die Familie in Zukunft nachrechnen. Mal 3 oder mal 4. Da könnt ihr euch anschauen, wann wir nicht mehr Herr im eigenen Land sind, liebe Freunde. Gell? Und jetzt muss einmal Vernunft einkehren wieder in diesem Land. Jetzt muss wieder mal Ordnung einkehren. Und dann kommen die Grünen und die Sozialdemokraten und auch die Schwarzen und sagen, naja, da kommen ja lauter Ärzte, da kommen ja lauter Facharbeiter und da kommen lauter Wissenschaftler. Wisst ihr, wie viele anerkannte Flüchtlinge derzeit arbeitslos sind in Österreich? Das sind offensichtlich lauter Ärzte, Facharbeiter, Wissenschaftler und Lehrer. 18.500 sind arbeitslos, anerkannte Flüchtlinge. Ja, da gibt es vorstellen, wie das weitergeht in den nächsten Jahren. Und das belastet natürlich den Sozialstaat. Und das belastet natürlich auch die Einkommen, die Löhne, die Sozialversicherungsbeiträge, die Lohnnebenkosten. Ja, das ist ja doch logisch, das sind die Leute nicht für dumm verkauft in diesem Land. Ja, was für Rot die verkaufen ja die Leute für dumm. Und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Kontrolle
Struktur, politisches Handeln und Ordnung. Ja, das ist nicht Fremdenfeindlichkeit, sondern das ist eine Frage der Vernunft. Wenn 80% derjenigen, die durch Österreich marschieren, blinde Passagiere sind, 80% sind blinde Passagiere. Wir wissen überhaupt nicht, wer in diesem Land ist. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Wir brauchen wieder Grenzen. Diese Grenzen müssen gesichert werden. Und es kann nicht einfach bei jeder in dieses Land kommen. Ja, wo kann man das überhaupt? Und dann verheimlicht man euch einen Bericht des Bundesministeriums für Inneres. Der wurde sogar, das Innenministerium hat diesen Bericht an die bayerische Polizei zur Asylsituation übermittelt. Und was steht da drin? Vom Innenministerium, von der ÖVP geführt. Gefahr für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Überforderung des Asylsystems. Außerkraftsetzung gesetzlicher Strukturen. Ja, seit Schwarz-Rot-Grün da herrscht in Wien, gibt es überhaupt keinen Rechtsstaat mehr. Die Gesetze gelten nicht mehr. Und das, was wir wieder brauchen, ist Ordnung und Kontrolle und politisches Handeln. Wir müssen das Heft wieder in die Hand nehmen in diesem Land. Und wenn der Herr Landeshauptmann sagt, es gibt überhaupt kein Problem, naja, allein im Mittwoch sind 7.500 Flüchtlinge in Österreich angekommen. Alleine am Mittwoch 7.500. Ja, da könnt ihr euch viel, der Landeshauptmann Stellvertreter Hans Kürz dazu auch sagen aus dem Burgenland, wie es dort ausschaut, weil man natürlich in Oberösterreich versucht, diese Thematik jetzt bis total unten zu halten. Aber man soll den Menschen die Wahrheit sagen. Das gehört auch zur Demokratie. Dass man den Menschen nicht erzählt, dass die Sonne scheint, was in Wahrheit regnet. Und dann der Herr Landeshauptmann sagt, Asyl auf Zeit. Diese Leute sind gekommen, um da zu bleiben. Weil wir einen neuen Sozialstaat haben. In Österreich, in Deutschland, in Schweden. Wir werden doch niemand hier den Ernst glauben, dass die nach Hause gehen werden. Saudi-Arabien hat angeboten für Deutschland 200 Moscheen zu finanzieren. Liebe Freunde, ich will nicht, dass die Thematik des Nahen Ostens in unser Heimatland importiert wird. Ich will das nicht. Da können Sie mich bekämpfen, da können Sie mich beschimpfen, da können Sie mich bespucken, da können Sie mich bedrohen, da können Sie mich alles nennen. Ich halte das aus, liebe Freunde, weil ich bin eine Heimbuche. Ich bin auf der Ordnung. Ich bin kein Weidenstrauch, der mit dem Wind geht. Ich bin fest verankert und fest verwurzelt in diesem Land. Und ich weiß auch, von was ich spreche. Ich weiß, von was ich rede, was unser Asylrecht ist. Ich war selber Rechtsanwalt in einer Kanzlei und habe Asylverfahren in Verfahrenshilfeangelegenheiten machen müssen. Mein Chef hat gesagt, Manni, das soll doch mal keiner vorwerfen können, dass ich noch nicht auskennt. Ich weiß, wovon ich spreche. Und die Situation war schon vor 10 Jahren schlimm. Du hast oft nicht gewusst, mit wem redest du eigentlich. Der hat am nächsten Tag schon wieder eine andere Identität gehabt wie am Vortag oder wie die Wochen zuvor. Wir wissen das, wie das abläuft. Und ich weiß auch, dass man nicht alles über einen Kamm scheren darf. Und für mich ist auch klar, dass das Asylrecht ein Menschenrecht ist. Ja, das ist ein Menschenrecht, überhaupt keine Frage. Aber es gibt kein Recht. Es gibt auch kein völkerrechtlich verankertes Recht, dass man sich den Sozialstaat aussuchen kann, der einem gerade genehmigt. Die Leute, die zu uns kommen, kommen aus sicheren Drittstaaten. Die werden nirgendwo über die Länder, wo sie eingereist sind, nirgends mehr verfolgt. Sie sind gekommen, um zu bleiben, liebe Freunde. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass diese Gesellschaft nicht kippt. Wir importieren soziale Probleme, wirtschaftliche Probleme, kulturelle Probleme, religiöse Probleme. Wir importieren die Probleme des Nahen Ostens, liebe Freunde. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte den Herrn Landeshauptmann schon an dieser Stelle ausrichten. Erklärt bitte so unter den Bürgern,
wieso sie wollen, dass die Höchstgrenze 14.000 in Oberösterreich sind, damit Familiennachzug macht 3x3. Nicht so um 1% der Bevölkerung, so nach dem Motto 1% hört sich wenig an. Das sollte man den Menschen noch erklären, liebe Freunde. Und wir sprechen diese Themen an und ich lasse mir den Mund auch nicht verbieten. Und ihr werdet auch bis zum 27. Dezember, werdet ihr belogen von Rot-Schwarz und Grün. Weil das alles kostet Geld. Das kostet Geld in der Grundversorgung. Das kostet Geld in der Mindestsicherung. Es wird nach dieser Wahl, werden euch Rot-Schwarz und Grün ein Sparpaket aufhalten. Weil ihr müsstet es zahlen. Das Geld wird nicht ins Vorwärtsverlauf kommt oder von der Fraktion sozialistischer Gewerkschafter, die nicht Geld nicht umgehen, sondern das ist euer Geld. Das ist euer Steuergeld. Und wir brauchen dieses Geld für Infrastruktur. Wir brauchen dieses Geld für das Bildungswesen. Wir brauchen dieses Geld für unsere Schulen, für unsere Kindergärten, für unser Sozialsystem. Und das schließt auch nicht aus, dass man anderen Menschen, die tatsächlich verfolgt werden, hilft. Das schließt es nicht aus. Ich bin auch der Meinung, dass man anderen Menschen helfen muss auf dieser Welt. Aber wir können nicht die Probleme dieser Welt lösen als kleines Österreich. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Problem bei Rot und Schwarz ist, das sind Parteien, die sind nicht mehr souverän. Sie werden regiert von den Bünden, sie werden regiert von den Kammern, sie werden regiert von den Landeshauptleutern und von den Themen, denen sie nachrennen müssen, weil sie sie vorher nicht erkannt haben. Und dort die Kronenzeitung vor einigen Wochen geschrieben, wenn uns das Heft immer hinsteht, hat die Kronenzeitung in einem Kommentar geschrieben, die FPÖ ist einfach schneller im Denken. Ja, wir sind schneller im Denken. Und mit was beschäftigen sich die Altparteien, während die Probleme immer größer und dringender werden? Mit Kinderampeln, mit den Buchkratzen und mit der Homo-Ehe. Und die geringste Ausgabe gerät zu einem Fiasko. Und jetzt sage ich, was die gesellschaftspolitischen Themen betrifft, Sexualität und diese Ängste ist eine Privatsache. Da bin ich ein liberaler Mensch, im Rahmen der Gesetze, das ist eine Privatsache. Aber es ist nicht unser größtes Problem in diesem Land, ob der Haus in Frauen heiraten kann oder mit den Z adoptieren können. Das ist nicht das größte Problem in diesem Land. Und wir müssen auch wieder von der Politik das Heft in die Hand nehmen. Bei uns regiert da nur mehr Caritas und Volkshilfe. Die Bundesregierung ist völlig abgetaucht. Und der Herr Bundeskanzler Feimann macht ja in Wahrheit nur mehr Politik im Windschatten der Frau Merkel. Und wenn der Kollege Endrützer, dem jetzt einmal dann näher kommen, meinen Ausführungen, wenn der Herr Kollege Endrützer sagt, der Herr Bundeskanzler Feimann hat es auf die europäische Tagesordnung geplant. Der Herr Feimann war nun nie wichtig. Der Herr Feimann, den nimmt keiner ernst in diesem Europa. Den Herr Feimann hat nicht zur Frage gebracht. Und dann kommt der Herr Kollege Endholzer und beschimpft unsere Wähler, er beschimpft die freiheitlichen Funktionäre und er hat gesagt in einem ORF-Interview, haben sie sich wieder alle nicht aufgeregt, die tollen Leitartikel in den Medien, die alle so toll intellektuell sind. Das ist wurscht. Wenn der SPÖ-Vorsitzende sagt, die SPÖ ist wieder zum Rattenfänger geworden. Na, wenn der Heinz und ich, wenn wir Rattenfänger sind, wenn der Klumpert mit der Magister Günther Steinkeller und der Stadtrat immer, wenn wir Rattenfänger sind, der Landeshauptmann Stellvertreter führt, wenn wir Rattenfänger sind. Was seid denn dann ihr, liebe Freunde? Was seid dann ihr? Und ich kann eines sagen, die SPÖ soll sich entschuldigen für diese Entscheidung. Es soll sich entschuldigen, dass man derartig hetzt gegen uns. Die SPÖ betreibt miese Hetze gegen die
die Partei und die SPÖ bekommt dafür am kommenden Sonntag die Rechnung präsentiert. Und wir werden diese SPÖ, diese Randgruppenpartei, diese Nicht-Österreicher-Partei wird abgewählt am kommenden Sonntag. Und die SPÖ in Oberösterreich hat bewiesen, dass ein Spruch stimmt. Jede Dummheit findet einen Irrtum. Das ist die SPÖ. Die macht jede Dummheit mit den Dienstern. Gerade hier mit der Swap-Skandal. 500 Millionen Euro Verlust. Und dann wollen Sie mitreden beim Wohnbau. Der Herr Kollege Genosse Keplinger, der mir ein Budget noch hinterlassen hat, von 130 Millionen Euro, dass jemand Aufsichtsrat sein kann bei einer Wohnbaugenossenschaft, das zeigt ja schon, wie verpolitisiert die Wohnbaupolitik ist. Solche Politiker, die nicht wirtschaften können, haben in einem Aufsichtsrat auch nichts verloren. Bei der Wohnungsgenossenschaft, liebe Freunde. 130 Millionen Euro hat er mir hinterlassen, der Budget noch. Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. Der Sozialismus. Das haben die oberösterreichischen Sozialisten, wenn sie den Sozialismus einführen würden, in der Sahara, wisst ihr, was dann passiert? 10 Jahre nichts. Und dann gibt es kein Sand mehr in der Sahara. So wird das mit die SPÖ in Griechenland. Aber die haben ja echt ein Wunderwuchs, die SPÖ. Die haben ja eine Agentur, die heißt angeblich schön ansehen. Ja, die hat die Aufgabe, die SPÖ dann auf der Anberechnen zu machen, den Verfahren geben. Dann haben sie den Volksablauf bei einem am Rande, am Schiff, das wirst du mal eingeben, eben in Google. Da kommt sofort Poseidon, Katastrophenfilm, Luxusschiff, das untergegangen ist. Gell? Also offensichtlich wissen schon, was passiert am kommenden Sonntag. Und das ist halt der Unterschied zwischen der SP und der FPÖ, dass wir sagen, unser Geld für unsere Leute. Wir müssen wieder mal die Steuergelder für die Österreicher einsetzen. Und nicht, dass der andere anschaut, wir können noch mehr leisten. Die Arbeitnehmer in diesem Land haben keine Luft mehr zum Atmen. Die Steuerbelastung ist so extrem, dass man 41 Stunden in der Woche arbeiten geht und 5 oder 6 in der Früh aufsteht, dann kriegt er vielleicht 200 oder 300 Euro mehr wie ein Mindestsicherungsempfänger. Das kann auch nicht sein. Leistung muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und wer arbeitet jetzt, muss etwas davon auch haben. Ja, und dann vor der Wahl, da gibt es den faschismuskeulen Karneval der SPÖ, der Grünen und der österreichischen Volkspartei. Da wird gehetzt gegen die SPÖ in einer Art und Weise, die so etwas von menschenverachtend ist. Bei uns, da wird ja jeder Eintrag in sozialen Medien kontrolliert. Wir sind die bestkontrollierteste Partei in Europa, das sage ich euch. Für uns wird jeder durchforstet, ne? Und dann verzweifelt der Vortag vor der Wahl und ziehen furchtbar her gegen uns. Und ich lasse mir diese SPÖ nicht recht machen. Eine Partei mit über 10.000 Mitgliedern. Leute, die sich für die Österreicher einsetzen, die bei der Musik arbeiten, bei der Feuerwehr, ihren Mann stehen, die in den Gemeinderäten sitzen, die sich ehrenamtlich beim Roten Kreuz und bei anderen engagieren. Ich lasse mir die Wähler nicht schlecht. Die wir nie wieder sehen werden. Das ist euer Geld, 8 Milliarden Euro. Oder jemand, der kostet durch dieses Volk.
Das Volk muss das letzte Wort haben. Ich bitte einfach, dass wieder die direkte Demokratie mehr eingesetzt wird. Das so wie das bleibt, das Volk das letzte Wort. Und es ist eine Tatsache, dass das Vertrauen in dieses Projekt Europäische Union völlig verloren gegangen ist. Habt ihr jetzt irgendwas einmal gehört vom ÖVP-Freund, vom Landeshauptmann, von Ottmar Karas? Das hat ja mal gegeben, Herrn Ottmar Karas. Ist ja nicht Vize-Clubchef in der Europäischen Volkspartei. Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört vom roten Brillenträger Swoboda? Habt ihr etwas gehört? Zu den Griechenlandhilfen, zur illegalen Einwanderung in unseren Staat nicht. Das ist traurig, was hier gerade passiert in diesem Europa. Und es gibt in diesem Europa keine Solidarität. Es gibt nur die Einbahnstraßen der Solidarität. Das Geld kommt vom Norden in den Süden und die Flüchtlinge kommen vom Süden in den Norden. Und deswegen kann diese EU kein Problem lösen, wenn sie eines ist. Und wir werden sehen, was nach dem 27. September alles passieren wird. Wir werden sehen, dann kommen noch mehr Flüchtlinge und illegale Einwanderer in dieses Land. Und 80% davon sind Männer. Im Fernsehen sieht man die Totschlagargumente, sagt immer. Familien mit Kindern. Ja, und das sind tragische Bilder. Das sage ich euch auch. Wer von diesen Bildern nicht berührt wird, wer da nicht sensibel agiert, die sind eh keine. Aber wir in der Politik, wir müssen schon ein paar Meter nach vorne denken. Was passiert mit den Arbeitsplätzen? Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit in Oberösterreich. Was passiert mit dem Gesundheitswesen? Was passiert mit dem Bildungswesen? Was passiert im ganzen Bereich, wie gesagt, des Wohnens? Da werden wir so viele Wohnungen brauchen. Sind Sie gar nicht vorstellen, wir wollen ja nicht, dass irgendwer unter Verfluchten schlägt. Das sind die Themen. Und da haben Rot und Schwarz und Grün überhaupt keinen Plan. Da gibt es keinen Plan. Wir werden sehen, nach dem 27. September wird man scheibchenweise euch die Wahrheit schildern müssen in diesem Land. Und das ist die Doppelbödigkeit natürlich auch der ÖVP. Die ÖVP, die jetzt alle möglichen Inserate macht, dass immer das Geld von der österreichischen Volkspartei. Das sollte mal offenlegen, wo dieses Geld herkommt. Riesige Plakate, wo es nur um die Landeshauptmannfrage geht. Die ÖVP wird wieder die stärkste Partei sein am kommenden Sonntag. Und die ÖVP ist die einzige Partei in Oberösterreich, die sogar mal den Landeshauptmann gestellt hat, obwohl sie die schwächere Partei war. Die ÖVP braucht jetzt nicht ein Landeshauptmanntheater aufführen bis zum 27. September. Und das soll doch nicht sein. Es geht nicht um Wien und es geht nicht um Brüssel. Ja, natürlich geht es auch um Wien und es geht auch um Brüssel. Weil die ÖVP Teil dieses Systems ist, liebe Freunde. Natürlich geht es auch um eine Abrechnung mit Wien. Das sollten wir verstehen. Der Herr Landeshauptmann ist doch... Der Herr Landeshauptmann ist der geheime Vizekanzler. Der Herr Mitterlehn ist eh nur der geschäftsführende Vizekanzler in Wien. Das heißt, jetzt verstecken Sie den Herrn Vizekanzler, gell? Die Doppelmoral der ÖVP. Vor der Wahl wird rechts geblinkt und nach der Wahl wird mit dem Ratlos Rudi in einer Koalition gemacht. Und es geht auch darum, dass diese Caritas Wien in der Koalition am 27. September abgewählt wird. Wir wollen diese Koalition nicht mehr. Diese Koalition gefährdet Arbeitsplätze. Diese Koalition macht keine Politik für die Österreicher. Diese Koalitionsform hat ausgedient. Und deswegen muss die FPÖ stark genug werden. Und da reiche ich nicht nur den Sozialdemokraten die Hand, sondern natürlich auch allen konservativen Wählern in Oberösterreich, dass wir mal ein Stück auch mit der FPÖ gehen in den kommenden 6 Jahren. Wir werden euch nicht enttäuschen, weil wir werden eine echte Wirtschaftspolitik machen. Wir werden eine Familienpolitik machen, wo man sich wieder entscheiden kann, auch für Kinder. Und nicht, wo man immer davon redet, wie Flüchtlinge das man noch aufnehmen kann in diesem Land. Und
in diesem Land einiges nicht. Die tolle Finanzpolitik der ÖVP, die müssen wir uns ja mal anschauen. Von 2009 bis jetzt haben sich die Finanzschulden in Oberösterreich verfünffacht. Oh, das ist die ÖVP-Wirtschaftskompetenz. Die Finanzschulden haben sich verfünffacht. Dafür haben wir sehr viel Geld für Kultur. Und zwar 169 Millionen Euro werden in Oberösterreich für Kultur ausgegeben. Das sind 3,4% des Gesamtbudgets des Landes Oberösterreich. In Salzburg sind 1,51%. In Niederösterreich sind 1,41% und in Wien sind 2,2%. Jetzt frage ich mich, warum müssen wir 3,4% des Gesamtbudgets für Kultur arbeiten? Ich bin dafür, dass wir für Kultur Geld ausgeben. Kultur ist etwas Wichtiges. Kulturlosigkeit ist ja auch etwas Schlimmes, liebe Freunde. Aber 3,4%, weil wir den Prestigebau der ÖVP finanzieren müssen, das Musiktheater, mit einem jährlichen Abgang von 40 Millionen Euro. Jede Karte wird mit 140 Euro subventioniert. Da hat sich der Herr Landeshauptmann verewigt. Und ihr müsst es ausbauen. Und der Landeshauptmann, der nach Thüringen kommen wird das auch ausbaden müssen. Die nachfolgenden Generationen werden das alles auch ausbaden müssen und bezahlen müssen. Und auch dieses Geld geht natürlich auch ab. Und es wäre ja alles in Ordnung, dass man 3,4% des Gesamtbudgets ausgibt für Kultur, wenn bei uns alles stimmen würde in Oberösterreich. Aber es kann doch nicht sein, dass im Land Oberösterreich ein Lehrling, der seit seiner Kindergartenzeit an Asthma leidet und an einer Nasenscheidewandverkrümmung leidet, die operiert werden muss, 2 Jahre lang warten muss auf einen Operationstermin. Liebe Freunde, das ist ein Skandal, was da passiert in diesem Lande. Und dann diskutiert die ÖVP über Leiberl. Dann diskutiert die ÖVP über ein Sanitätsfahrzeug beim österreichischen Bundesheer. Ja, wie peinlich ist denn diese ÖVP geworden in diesem Land, dass sie keine Antwort mehr hat auf die dringendsten Fragen in diesem Land. Und die ÖVP Oberösterreich, der Herr Landeshauptmann, ist verantwortlich für eine Steuerreform, die ein riesiges Belastungspaket für euch wird ab dem 1. Jänner 2016, was die Grundverkehrssteuer anbelangt. Da wird es in Zukunft, was Eigentumswohnung übergibt oder was ein Heidelbauer den Haus übergibt, alleine für das Bewertungsgutacht 1.500 bis 3.000 Euro ausgeben. Die Mehrwertsteuersätze werden angehoben. Eine riesige Belastung für die Wirtschaft und Industrie in diesem Lande. Und es muss in diesem Land einmal gespart werden. Die beste Einnahme wäre auch hier einmal das Sparen. Und dass man dann nicht irgendwelche Projekte finanziert, die wir alle nicht brauchen. Allein in Oberösterreich wurde in den vergangenen Jahren für Migrationsvereine ein Betrag ausgegeben von 35 Millionen Euro. Von 35 Millionen Euro. Für Vereine, wo man nicht weiß, was sie machen. Für Vereine, die in Wahrheit Parallelgesellschaften betreiben, aber sich nicht integrieren wollen in diesem Land, liebe Freunde. Und mit dem erstmal, das müssen wir beenden in diesem Land, dass wir Geld ausgeben. Das Dauerrad ist Geld angebracht für den sozialen Wohnbau. Und wenn die SPÖ hergeht, der Herr Vorsitzende Endholzer, das ist ja auch so ein unlucky prisoner, so ein unglücklicher Gefangener. Ich glaube, der will vorher gar nicht SPÖ-Vorsitzender sein. Ne? Und ich glaube, es wird ein anderer sein mit noch am 27. September. Aber wenn die im Wohnbau gescheit mitreden, die SPÖ redet im Wohnbau, das ist wirklich eine Kutzpe in diesem Land. Eine Partei, die in den vergangenen 10 Jahren die Gebühren, Kanalgebühren, Wassergebühren, Abfallgebühren um
über 100% Erhöhung in Linz, in Leon, in vielen anderen Gemeinden. Ja, das kostet alles etwas und das verteuert das Wohnen in diesem Land. Deswegen muss auch die FPÖ abgewählt werden. Weil das Geld braucht natürlich, damit den Swap-Skandal finanzieren können. Deswegen braucht sie dieses Geld. Wir brauchen diese Leute nicht vermacht in der Sachpolitik. Die eigenen Genossenschaft der Megafreund mit ihren Genossen in der FPÖ. Wir haben uns 1000 Wohnungen mehr gebaut als in meinem Vorgänger. Ich habe mit weniger Geld mehr Wohnungen gebaut. Das ist in der Politik, dass man was aufbringt mit dem Geld der Steuerzahler in diesem Land. Herr Kollege Genosse Kettringer 500 Millionen Euro mehr braucht und es war nicht rausgekommen. Liebe Freunde, wir haben aber auch Maßstäbe gesetzt im sozialen Wohnbau. Wirtschaftlichkeitskatalog, Standardausstattungskatalog, damit wieder auch noch den Bedürfnissen der Menschen Wohnungen errichtet werden. Aber was ich erlebt habe vor kurzem bei einer Wohnungsübergabe in Linz, das hat mich erschüttert. Die Wohnungen übergeben in der grünen Mitte und sogar der Bürgermeister Klaus Luger, ihr wisst das ist der Freund von Wien in Kroatien, leichter Sozialdemokrat, gell? Da haben wir Wohnungen übergeben und das ist bei mir Tradition. Ich glaube, das gehört auch zum guten Brauch, dass man jedem die Hand gibt. Die Hand reicht. Das hat etwas für sich. Jemandem die Hand reichen. Sollte man mal diesen ganzen linken Moralisten einmal sagen. Das waren zwei voll verschleierte Frauen und die haben mir die Hand nicht gegeben, aber nicht als feindlicher Politiker, das sage ich gleich dazu. Auch dem Herrn Genossen Luger nicht. So dem auch nicht so gefallen. Weil die Religion es ihnen verbietet, uns die Hand zu geben. So weit haben wir es gebracht in Oberösterreich in diesem Land. Und ich sage es, wer uns nicht die Hand geben kann, die Hand reichen kann, der braucht auch keine Schlüssel, keine Sozialwohnung in diesem Land. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Ja, Freunde, ja, wo sind wir denn überhaupt? Da kommen Leute in unser Land und werden wirklich aufgenommen und kriegen Wohnungen, die das woanders auf der Welt nicht gibt, vom Steuerzahler finanziert. Und dann sagt man, gibt jemand die Hand nicht in diesem Land. Das ist Integration. Nein, das ist nicht Integration. Das ist eine Parallelgesellschaft. Die wollen wir. Der Wahrheit gerecht zu werden. Es waren dort viele Migranten. Es waren dort Migranten aus Ex-Jugoslawien, wo man überall gemerkt hat, ein absolutes Bemühen um Integration und dass man ein Teil ist dieser Gesellschaft. Und das ist in Ordnung. Das ist Integration, das hat nichts damit zu tun, welche Hautfarbe das man hat, welche Sprache das man spricht und welche Religion das man auch zugehört. Aber in unserem Land gelten unsere Werte, liebe Freunde. In unserem Land gelten unsere Gesetze. In unserem Land wollen wir nicht, dass man versteuert, so was umgeht. In unserem Land wollen wir, dass man zumindest die deutsche Sprache ansatzweise beherrscht. Und auch das habe ich eingeführt, liebe Freunde, im sozialen Wohnbau. Gemeinsam mit den Host- und den Volksgenossenschaften. Da haben sie mich bekämpft. Die Frau Integration war das Recht, die Frau Kollegin Janiko ist umgekommen. Da haben sie sich Gedanken gemacht, ob das überhaupt geht. Ja, das geht. Und das muss auch gehen. Ist das zu viel verlangt? Ist es zu viel verlangt von einem Bewohner, der eine sozial geförderte Wohnung in diesem Land erhält, dass er 500 Begriffe in deutscher Sprache beherrscht? Ist das zu viel verlangt, liebe Freunde? Das muss doch erlaubt sein, dass man das fördert, dass man das einfördert. Das ist freiheitliche Politik. Die will überhaupt kein Problem.
wenn für uns lebt, arbeitet, sich integriert, sich anpasst und Teil dieser Gesellschaft werden will, dann ist das in Ordnung. Aber eines kann nicht sein, dass man in diesen Sozialstaat einwandert und so leben will, wie in der Türkei oder wie in Tschetschenien. Wer so leben will wie in der Türkei oder in Tschetschenien, der kann dort leben in der Türkei und in Tschetschenien. Aber nicht bei uns. Ja, das ist auch für die Medienvertreter wieder im Viertel, das ist halt die Wahrheit. Ja? Und ich glaube, dass die Leute das auch hören wollen. Ich glaube, dass das auch die Überzeugung der Oberösterreicher ist, nachdem was der SPD-Bürgermeister, ehemalige SPD-Bürgermeister, Sozialdemokrat Heinz Buschkowski gesagt hat, wie man gefragt hat, ja, wie schaut es denn aus mit der Integration? Kann man das irgendwie messen und gibt es hier Maßnahmen? Und er hat gesagt, kommt das Kind nicht in die Schule, kommt das Geld nicht auf das Konto. So schwierig ist es eigentlich. Das würde ich mir auch in diesem Land erwarten, dass man so auch Politik macht. Und wir haben auch eine große Diskussion gehabt und ich spreche dieses Thema auch an, weil es mir wichtig ist. Dieses Thema der Wohnbeihilfe. Dieses Thema der Wohnbeihilfe. 2002 auf 2003 und von 2008 auf 2009 haben die Ich kann mit dem Geld nicht umgehen Sozialisten die Wohnbeihilfe massiv erhöht. Als Wahlzucker. Und man hat damals schon gewusst, dass man das nicht bezahlen wird können. Und ich habe ein desolates Wohnbauressort übernommen. Und ich wollte bei der Wohnbeihilfe nach dem Motto vorgehen, unser Geld für unsere Leute, wenn wir da uns nicht mehr wiederfinden im budgetären Bereich, dann muss man die Wohnbeihilfe für Ausländer, Betriebsratsangehörige streichen. Das war meine Idee. Das war mein Vorschlag. Der Vorschlag von Hohenstraß und Krömer, lassen wir es dann für die eigenen Leute aufsparen. Und ich werde auch dafür kämpfen, dass nach dem 27. September, wenn man sparen muss, zuerst einmal bei den anderen gespart wird und nicht bei den Oberösterreichern, liebe Freunde. Das geht. Prost, mein Unternehmen. Ich weiß ja nicht, ob das politisch korrekt ist, dass man dann Alkohol die Grünen würden das vielleicht auch verbieten, aber mit den Rauschgiftbauern haben sie kein Problem gekriegt, in Oberösterreich. Liebe Freunde, ich komme schon langsam vom Ende. Wenn ich mir das ansehe, wie in Oberösterreich und in Österreich Politik gemacht wird gegen die Interessen der Heimat, dann werde ich sehr nachdenken. Ich spreche das Thema Citypark und Russlandsanktionen. Hier in Linz ist der Leitbetrieb die Föst, ein Staatsbetrieb. Und diese Föst leiden unter diesen unsäglichen EU-Russland-Sanktionen. Und diese Sanktionen müssen abgeschafft werden, die müssen beendet werden. Wir wollen, dass unsere industriellen Produkte, unser Stahl, unsere Maschinen, aber auch für die Landwirte unsere heimischen Produkte auch entsprechend exportiert werden können nach Russland. Die Russen sind nicht unsere Feinde. Die Russen sind nicht unsere Wo ist er da? Der Herr Sonntags-Frühstücksdirektor, Außenminister Kurz. Wo ist er da, der Herr Kurz? Ja, wo ist da der Herr Kurz? Die österreichischen ÖVP-Abgeordneten haben auf der europäischen Ebene dafür gestimmt, dass TTIP weiter verhandelt wird. Wir wollen nicht, dass dieses TTIP-Freihandelsabkommen abgeschlossen wird mit den USA. Wir wollen das nicht. Und wir müssen so eine scheinheilige Tiere in diesem Lande.
Und das ist auch das Schöne an der SPÖ. Wir sind eine Partei für die Arbeitnehmer. Wir sind eine Partei auch für die Wirtschaftstreiber, auch für die Freiberufler, auch für die Landwirte. Wir sind eine Partei für Jung und Alt, für Männer und für Frauen. Wir schließen und grenzen in diesem Land niemanden aus. Jeder, der anständig ist in diesem Land, kann bei uns mitarbeiten. Und diese Ausgrenzungspolitik der SPÖ muss auch beendet werden. Aber was ist so weiter dann werden eh nicht mehr ausgrenzen können. Dann werden sie nämlich nur mehr eine demokratiepolitische Randerscheinung sein in Oberösterreich nach dem 27. September. Und das völlig zu Recht. Weil uns zu beschimpfen, Druck auszuüben in den verschiedenen Betrieben, da geht es so weit, dass man den Leuten sagt, von der FSD oder von der SPÖ, es wird Konsequenzen für diejenigen Arbeitnehmer geben, die SPÖ wählen. Ja, wie undemokratisch sind diese Leute? Die Leute sollen wählen können, wen sie wollen in diesem Land. Und wer sagt, wir hätten keine Lösungen. Wir sind die fleißigste Fraktion im Oberösterreichs Landtag. Lieber Klubobmann, dürfte sein Kinder, ich bedanke mich ausdrücklich an dieser Stelle für deine Arbeit, für deinen unseren Mitstreitern im Oberösterreichischen Landtag, dass wir die fleißigste Fraktion sind. Und wenn man unsere Anträge umsetzen würde, dann hätten wir dieses Chaos nicht in diesem Lande. Und das ist also der kleine Unterschied. Ich bedanke mich auch bei allen Abgeordneten der SPÖ auf Wiener Ebene, bei dir, lieber Atti. Ihr seid eine irrsinnige Unterstützung. Wir können nur gemeinsam stark sein. Und ich bin halt widersprochen von einem Medium. Ja, glauben Sie nicht, dass da in Oberösterreich, das sind ja in den Landtagswahlen, kann man den Anständigen wählen. Selbstverständlich kann man Atti Strache wählen. Denn das ist alles freiheitliche Politik in diesem Land. Aber wir sind eine freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft und wir müssen auch zusammenhalten. Ich darf jetzt seit vielen Jahren Politik machen. Anfangs habe ich im Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde in Staus und da kann ich direkt wieder für den Gemeinderat. Weil es wichtig ist, dass man die Bodenhaftung nicht verliert in diesem Lande. Weil es wichtig ist, dass man sich mit den Problemen, mit den Sorgen und den Ängsten der Menschen auf allen Ebenen auch beschäftigt. Mein Vater, der heute auch anwesend ist, war 24 Jahre lang freiheitlicher Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde, von 1979 bis 2003. Wie mein Vater Bürgermeister geworden ist, war damals beim Land beschäftigt, hat man mit beim Land hinausgeschmissen. Das ist das Demokratieverständnis der ÖVP in dem Lande. Dann hat man wieder einstellen müssen, weil Gesetze und Verträge offensichtlich doch zu einem Freiheitlichen ausgehen. Das macht man sich in jedem Land mit, wenn man freiheitlich ist. Aber uns können sie nicht aufhalten. Uns können sie keine Angst machen. Wir nehmen die Sorgen und die Ängste der Menschen in diesem Lande ernst. Und es wird doch den 27. September auch für uns nicht einfach werden. Alle werden über uns herfallen. Ihr werdet doch sehen. Das wird eine schwierige Zeit. Aber ich mache das aus innerster Überzeugung. Ich werde aus innerster Überzeugung alles geben, nicht nur bis zum Schluss, sondern darüber hinaus, weil sich die Leute in diesem Land eine bessere Politik verdient haben. Weil sie sich eine Politik verdient haben. Die ehrlich ist. Und ich habe es von einem Bürgermeister gelernt, worauf es drauf ankommt im Leben. Geradlinig zu sein.
glaubwürdig zu sein, die Wahrheit zu sagen, auch über die nötige Handschlagqualität zu verfügen. Und der Manfred Hempfner hat in diesem Land Handschlagqualität. Was sich mit mir ausmacht, das und ich ersuche euch. Ich ersuche euch am 27. Dezember kommenden ich zur Wahl. Sagt es euren Freunden, euren Bekannten, euren Verwandten der Familie, dass sich nur etwas ändert, wenn die FPÖ stark genug ist. Und jetzt machen wir gerade mit Umfragepolitik gegen die FPÖ. Früher hat man uns heruntergeschlagen. Die letzten Jahre hat man immer gesagt, der kommt ja nicht komplett genug. Das hat damals schon nicht gestimmt. Wir haben damals eine Umfrage gehabt, wie Kopf an Kopf mit der SPÖ gekämpft haben auf den Platz 2. Und jetzt werden jeden Tag Umfragen veröffentlicht. Ja, wenn es so weitergeht, dann hätten wir bei 100% Zuschluss. Und das ist eine ganz miese Taktik des politischen Mitbewerbs. Eine ganz miese Taktik. Es ist doch überhaupt nicht bestimmt. Am Sonntag wird gewählt. Und bitte jeden Sonntag. Ich werde gesetzlich verhalten. Ich werde nicht erzählen, dass dann Milch und Honig in diesen Namen fließen. Aber ich verspreche euch, dass ich mich einsetzen werde. Mit voller Kraft, mit Liebe, mit Herz, mit Hausverstand. Ich mache das nicht aus dem. Nicht wie der Herr Kollege Anschober, der kämpft ja nur darum, dass er nicht wieder zurückgehen muss in die Schule als Lehrer. Und da muss ich sagen, sind wir drum, und vorher mit Anschober nicht unsere Kinder als Lehrer vorstellen. Und dann wird es nicht kommen. Sondern es geht darum, dass es eine Weichbestimmung ist. Dass auch die ÖVP die FPÖ nicht mehr ausgrenzen kann. Und deswegen brauchen wir eine Stärke, den Rückhalt von euch. Sonst wird sich nichts ändern in diesem Land. Sonst wird Rot, Schwarz und Grün und Pink bei diesem Einheitsbrei weitermachen. Eine Veränderung wird es nur geben mit der FPÖ in diesem Land.